Alle reden, keiner sagt Okay. etwas. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. Willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet mir». Dass ihr einfach den Hintergrund kennt. Wir haben heute abgemacht, ich habe mies verpennt. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, ich verpenne nie, ich bin immer pünktlich, immer pünktlich. Heute haben wir abgemacht mit dem Linus. Es ist fast beschämend schon. Am 2 haben wir abgemacht, ey, ich wache auf, es ist 14:07. Ich sehe, der Bruder hat mir zweimal geschrieben, schlechter Gewissen ist gerade reingekickt. Ich bin jetzt schon noch duschen, 5 Minuten mit dem Kaffee zusammen getrunken. Und da hocken wir jetzt. Linus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe so eine Box da. We are not really strangers. 1 ist okay tief, 2 ist schon ein bisschen tiefer und 3 ist so richtig tiefe Frage. Du kannst wie eine ziehen. Ich ziehe eine, dann fragen wir uns die und versuchen die so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ist gut. Also ich gehe jetzt nach dem Morgen mal bei 1 rein. Ich glaube, ich gehe aufs Eis. Ja. Gut, meine Frage an dich ist, how many speeding tickets do you think I've gotten in my life? Also für die kein Englisch können, wie viele Bussen wegen zu schnell fahren, Blitzen oder was auch immer habe ich in meinem Leben schon? Was denkst denn du? Ja, das ist schwer. Es ist schwer. Ich bin sicher. Nein, also 0 sicher nicht. Ich glaube, du wirst sicher schon eins bekommen. Mhm. Ich glaube so 2 oder so. Mhm. Ja, ich sag mal so, ich kann es an 2 Händen abzählen. So, also mehr als 10 sind es nicht. Ich bin schon seit ich 19 bin am Autofahren. Jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, mal nicht auf die Straße geachtet oder Blitzer angetan. So, also etwa 8, 9 habe ich sicher. 8, 9? 8, 9, ja. Was verhältnismäßig recht wenig ist für meine Kollegen, wenn ich die fragen willst. Da haben schon ein paar Prüfungen abgegeben, Prüfung annulliert worden. Fahrst du Auto? Nein, Okay. nein, noch nicht. Okay. Noch nicht, aber... Was hast du für eine Frage? Let go of your attachment to the outcome. So, reminder. Für die Leute, die kein Englisch können oder für mein müde Hirn, was ist so auf Deutsch? Das ist also... Attachment bin ich mir selber nicht sicher. Aber Let go of your attachment to the outcome. Keine Ahnung, Alter. Ich ziehe nochmal eine. Die Wildcards sind so etwas, du musst irgendetwas machen und das schießt mich an. Finish the sentence. Just by looking at you, I think... Und nachher musst du es fertig machen. So. Ich glaube, du bist... Übersetzen wir das noch für die Leute, die es nicht kennen. Also, den Satz fertig machen, wenn er mich anschaut, was denkt er? Ich glaube, du bist ein junger, engagierter Zürich-Bub, kann man sagen, der viel mehr im Köcher hat, als aktuell wie jetzt gesehen ist. Glaube ich. Das ist das Erste. Und da kommen wir auch zu dem gerade, wie ist das zustande gekommen? Wer ist der Linus überhaupt? Wie haben wir uns kennengelernt? Möchtest du ein paar Sätze zu dir sagen? Wer Also- bist du? Was machst du? Also ich bin der Linus, ich habe jetzt meine eigene Modemarke gegründet und arbeite nebenbei als Koch. Ja, mache jetzt eine Ausbildung zum Koch. Wie viele Lehre bist du jetzt? Ich komme jetzt ins 3. nach dem Sommer. komme Ins ich ins 3. Dritte, genau. Okay, okay. Ich habe den Linus kennengelernt im Studio, Sektion Zürich. Gell, bin ich im Studio gsi. Ey, wenn es dir einfach ist, kannst du auch ruhig auf dem T-Shirt klippen, gell? Alles Du sagst, gut, wie es dir ist schon bequem ist. Und wir sind voll am Viben gsi. Auf einmal ist der Bruder reingekommen, dort mit einem Sack. Und dann hast du am Loco etwas gegeben, am Drini, am Hero. Ich habe auch etwas bekommen, Jungs, nicht nur ihr. Ich habe da, ich zeig dir mal, massive Trainerhosen bekommen. Two Face heisst der Brand. Genau. Und wie bist du dazu gekommen, dass du mit Sektion Zürich connected hast? Oder wie ist Also, das? es hat alles angefangen, dass ein Kollege von mir, also wir haben so über das neue Album von ihnen geschnurrt, das kommt. Und dann haben wir so, ich habe mir so nichts dabei gedacht, dann hat er mir es auf die Weihnachten vorgestellt. Okay. Und hat es mir halt nicht gesagt, das ist dann, wenn es rauskommt, im Briefkasten so mäßig. Und dann auf einmal läutet er mir an und sagt, ey, wir können Pre-Listening hören, wir
wir haben gewonnen den Wettbewerb, dass wir ins Studio können. Ah, geil. Ich habe Luftsprünge gemacht. Weißt du, wie happy ich war? Geil, shit. Weißt du, wie happy ich war, dass ich gehen kann. Und dort habe ich schon die ersten Samples bestellt vom ersten Shirt. Und nachher bin ich mir noch nicht mal sicher, ob sie ankommen bis dann. Ja. Und dann hat ein Kollege gesagt, ey, wenn sie kommen, scheißegal, bring sie ihnen mit. Weil, was kann passieren? Ja, voll. Was kann passieren? Und ich dachte, ja, okay, ich nehme es mit. Überredet. Dann nehme ich es mit. Nachher, ich bin schon auf dem Weg, ich habe gemerkt, fuck, ich habe es vergessen. Bin nochmal heimgerannt, um sie holen. Und nachher sind wir als Pre-Listening. Und dann, so gegen das Ende, habe ich sie nicht gegeben. Und es ist ja so, sie haben es auch gefühlt. Und ich bin so nervös vor denen gestanden. Also meine Beine haben zittert. Richtig zittert. Und dann, ja, so ist es zustande gekommen. Und nachher habe ich ihnen von der ersten Shirts ein paar gebracht. Von der zweiten. Dann bin ich immer wieder bringen, ja. Geil, geil. Stehst du in Kontakt mit ihnen? Nicht aktiv, aber schon, ja. Okay, okay. Wer ist dein Lieblingsrapper? Also von denen jetzt? Allgemein. Allgemein. Also ich bin allgemein mein Lieblingsrapper. Also schon der EAZ. Also der Schon EAZ EAZ, ist ja. bei mir schon. Ihn los ich schon am längsten. Okay, okay. Geil. Ja, mein Lieblingsrapper ist der Loco. Der Logo. Der Loco, ja. Ja, der Voll. Logo ist dicht dahinter. Die drei sind dicht. Ja, es ist crazy. Es ist wirklich abgefahrene Musik. Es hat sich recht geändert. Du hast aber auch gesagt, du hörst Schweizer Rap und Deutschrap eigentlich. Ja. Hauptsächlich. Deutschland, was ist so dort? Deutschland so. Oh, so kleine Künstler bin ich Fan, sonst so cool Savage ist echt. Okay. So, und ihn ist echt Sido, ich bin ja auch ein Fan. Also nicht mehr so krass am Los, aber er bringt immer noch gutes Shit. Okay, okay. Und sonst eben so Paschanim, also die Berliner. Ja. Also, Ah, crazy, aber also Sido, das ist ja voll noch meine Generation, wo ich noch Teenager war, ist der mit meinem Blog und so, Ja, ist der Führer gekommen. In dem Fall immer noch. Nice. Du hast ein Shirt von dir mitgebracht, gell? Ja. Ich würde das gerne mal in die Kamera heben, dass die Leute mal so ein bisschen Das sehen, erste. was ist der Design. Das wie ist jetzt mein sieht's erstes. aus? Also, Das erste, was du je gedroppt Das erste, hast? was ich je rausgebracht habe. Okay. Also, genau. Ich zeige Also. das mal da in die Kamera. So. Das ist jetzt der Rücken Genau. und vorne das Logo, die Name. Erzähl mal ein bisschen über deinen Brand. Wie ist das entstanden? So die Entstehung. Wie ist das aufgepoppt in deinem Kopf? Also die komplette ist schon extrem lange im Kopf. Ey, ich würde gerne so etwas in die Mode-Richtung machen, aber ich hatte nie irgendeinen Plan, was. Okay. Nie wirklich eine Idee gehabt. Nachher so, das war es, letztes oder vorletztes Jahr, bin ich in der Ferien und habe mir einfach mal Zeug überlegt. Ich habe mir auf hundertste Namen ausgedacht. Ich habe mir hundertste Ideen gesucht, was könnte auf mein T-Shirt draufkommen. Aha. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, scheißegal, ich fange einfach mal an zu zeichnen. Habe ich gezeichnet. Und dann Winterferien, letztes Jahr, bin ich mit Kollegen Skifahren und habe ihnen mal ein paar Sachen gezeigt. Sie so, geil, haben es richtig gefühlt. Geil. Und wir haben gesagt, ey, das muss bringen. Das muss aufs Shirt. Das war ja das. Hast du das jetzt? Ja. Und dann habe ich Silvester habe ich mir selber gesagt, ey, jetzt ziehe ich das durch. Aha. Und dann habe ich am 1. Januar meine ersten Samples bestellt. Geil. Geil. Was sieht man da drauf? Man sieht da drauf den FCZ. Man sieht darauf Daydream, Geld. Was sagt das T-Shirt für dich aus? Das T-Shirt für mich, ja, es ist. Das T-Shirt sagt vieles aus. Also für mich ist es mehr, ich wollte irgendetwas machen, das ein bisschen mit Stadt Zürich verbindet. Also Geld vor allem, weil von außen siehst du immer nur oft, Stadt Zürich, hure reich. Ja, genau. Alle nur mega Geld und so. Aber trotzdem hat es wie auch noch die andere Seite, wo du von außen halt nicht siehst. So, es geht wie trotzdem auch immer ums Geld. Okay. Langstrasse sicher Genau. etwas, wo man vom ersten Blick wie nicht sieht. Braucht man nicht, wenn du so Kleider machst, ein mega Fachwissen mit dies und das. Also, du hast dir alles wie selber beigebracht, oder? Von null auf hast du eine Idee gehabt, hast du gedacht, ich setze das jetzt um. Ja, dann ich bin mich schon informieren. Dann habe ich mich einfach so mal ein bisschen auseinandergesetzt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und grosses Fachwissen, also ja, ich weiß jetzt nicht. Also, Okay. Ich weiß nicht, ob ich ein riesiges Fachwissen habe.
Ich weiß schon ein bisschen Bescheid, aber jetzt Aha. nicht mega groß. Okay, okay. Der Name? Two-Face. Also- Two-Face Zürich. Genau. Also auf den Namen, der ist mir einfach so mal in den Kopf gekommen. Und dann habe ich mir schon gesehen, eigentlich macht es so einen Sinn. So, wenn du Zürich von außen anschaust, so, also nur reich, alles da voll parat, Goldküste, alle nur ja, Ferienhäuser überall und so. Aber Genau. wenn du dann weiter dich informierst oder eintauchst, Aha. siehst du Zürich hat dann noch eine ganz andere Seite. Aha. Du siehst, es geht viel auch eben um der Langstrasse, um den Handel. Und Ja. es ist eigentlich gar nicht so perfekt, wie es von außen ist. Okay, okay. Und dann, dass es wie das Zürich wie eigentlich zwei Ja, Gesichter hat. Genau. Nice, hure nice. Und du hast alles selber zeichnen? Alles. Auch das Logo nehme ich an, Alles. hast du dir selber gemacht? Ja, ja. Aber eine Ausbildung, so zeichnen, hast du nicht. Hast du schon einfach als Hobby Nein, gemacht? ich habe einfach leidenschaftlich gezeichnet, aber Geil. nie irgendetwas die richtige Ausbildung gemacht. Geil, geil. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich 18 war, Hormone kommen gerade, du bist am Fallen, Frauen, du interessierst dich langsam für das und vielleicht auch Ausgang. Eben, es ist ein rechter Generationen-Clash, wir haben das schon angetönt. Ich bin 31, er ist 18. Dann kommt noch die Lehre. Alles das obendrauf. Wie hast du dann Zeit, noch etwas anderes zu machen? Oder weißt du, so mit Herzblut so einen Kleiderbrand auf die Beine zu stellen? Ja, also vor allem jetzt, ich kann einfach immer etwas wählen, wo ich erschaffe. Also, wo von mir ist nicht, ich bin dort ein bisschen dabei oder ich schaffe das. Also ich kann wirklich etwas machen, wo ich erschaffen habe. Okay. Und dann bin ich einfach, ich habe mir einfach immer die Zeit genommen, weil ich die Zeit wählen, also weil ich sie nehmen wählen habe, so Okay. mäßig. Und es war sehr anstrengend nebenbei, aber es hat mir immer mega Spass gemacht. Das war nie Arbeit für mich, sondern mehr ein Hobby, das ich jetzt umgesetzt habe. Aha. Ja, und es ist. Ja, nachher. Ja, es war mehr so das. Ja. Und mit Rückschlägen so, weißt du, jetzt machst du etwas, es klappt nicht, wie du. Ich frage euch extra so, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, und das können wir auch ein bisschen besprechen, ist so, die Generation hat sich ja recht geändert. Also, wo ich noch jünger war, ist es ein bisschen anders gewesen, habe ich das Gefühl, aber vielleicht wirkt das auch noch gegen außen so. Ich sage jetzt etwas und du kannst einfach sagen, nein, das stimmt nicht oder das stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, die Generation heute kann weniger mit Rückschlägen wie umgehen. Stimmt das oder sagst du voll der Schwachsinn, Alter? Du bist zu alt einfach, du checkst es nicht. Nein, also ich würde schon mit Rückschlägen umgehen. Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, so mäßig. Fix, klar. Also ich finde, sie vertragen schon ein bisschen weniger, aber ich habe das Gefühl, man ist so viel mehr Bedürfnis, die man entsprechen muss. So. Du hast viel mehr den gesellschaftlichen Druck, so mäßig, du musst immer dabei sein, du musst gut sein, du musst dort dabei sein. Voll, voll. Und nachher beim Arbeiten noch, du musst immer den Ansprüchen vom Chef entsprechen und immer so. Und das ist so das, ich glaube, sie können nicht weniger ist, ich glaube, sie geben einfach schneller auf. Aber ich weiß es nicht. Okay, okay. Also, weil du sagst, deine Begründung. Ich sage es nochmal, ich bin irgendjemand und er ist irgendjemand. Wir hocken nicht da an und sagen, wir sind die Stimme von unserer Generation. Wir reden, wie es für uns ist. Wenn es für euch anders ist, dann schön. Also, kommt da an, reden wir darüber. Du sagst, es wird viel mehr gefordert von euch aktuell oder ja, die Mehr Bedürfnis, Mehr wo man Bedürfnis. entsprechen muss. So mäßig. Okay. Und dass das nachher wie zu einer Überbelastung führt und das kann dazu führen, dass du dann wie schneller aufgibst. Und dann ist mal bei dir irgend so etwas gewesen, wo vielleicht etwas nicht geklappt hat, wie du hast wollen. So, ich sage jetzt ein Beispiel. Du hast etwas drucken lassen, es ist voll nicht so gekommen, wie du dir erhofft hast. Jetzt hast du gerade etwas droppen, jetzt kannst du es jedoch nicht. Ich glaube, für das bin ich jetzt noch ein bisschen zu wenig lang dabei. Mhm. Also bis jetzt bin ich immer zufrieden, ich habe mir halt Samples vorgestellt. Und wenn mir dort schon etwas nicht passt, dann kann ich es halt noch ändern. Okay. Und sonst im Arbeitswelt immer, also da kochst du etwas, passt gar nicht, passt dem Chef gar nicht, denkst du also, fuck. Warum ist mir jetzt so ein blöder Fehler passiert oder so. Aber dann finde ich es auch wichtig, scheißegal, mach weiter. Ja. Einfach weitermachen, weil nur so kannst du überhaupt etwas lernen. Und was bringt es dir jetzt, den Kopf in den Sand stecken? Ja, genau. Du musst es sowieso machen. Also das Meinung muss wie fertig sein. Du Ja. kannst jetzt brüllen, es muss fertig sein. Oder du kannst einfach sagen, ey, ich ziehe einfach Scheißegal, durch. Ja.
Weil es muss sowieso fertig sein. Das Beste machen aus der Situation. Voll. So. Voll. Okay, aber ich glaube, das ist auch wie ein bisschen, das kann man jetzt gar nicht abbrechen auf die Generation, sondern Nein. wie bist du als Mensch, was hast du für eine Erziehung genossen vielleicht so und ja, welcher Mensch ist wie aus dem Ganzen entpuppt, oder? Ist Reflexion so etwas, wo man sich beschäftigt mit Reflexion. 18? So, ich mache jetzt ein Beispiel. Du streitest mit deinen Kollegen, nachher gehst du heim, fragst dich dann so ein bisschen, ey, liegt es vielleicht an mir oder was ist jetzt gerade passiert? Schafft man an sich schon? Weil mit 18, ich sage dir ehrlich, nie habe ich so etwas gemacht. Nie. Ich finde die Themen so wie Selbstreflexion und so sind viel später wie aufgepoppt. Aber ich habe mich auch voll irre. Sind das Themen? Also bei mir jetzt persönlich schon, Aha. aber also, ich persönlich bin nachher schon so, dann schaue ich schon zurück, ey, Scheiße. Bei diesem Streit ist es jetzt wirklich meine Schuld oder nicht. Aber es gibt auch Situationen, wo ich dann keine Reflexion mache, so mäßig. Okay, Es kommt mir immer so auf die Situation drauf an. okay. So, ich hinterfrage jetzt nicht wirklich alles, was ich mache. Ja, okay. Ja, weil du, eben, wie auch gesagt, mit 18 hast halt wie so, keine Ahnung, du hast die Sachen als Jugendlicher gehabt, die dich beschäftigt haben, die dich immer noch beschäftigt. Dann kommt noch die Arbeitswelt dazu, jetzt noch bei dir die Selbstständigkeit etc. Was ist das Ziel mit dieser Kleidermarke? Was möchtest du erreichen? Oder? Ich habe nicht so ein bestimmtes Ziel. Ich habe einfach, ey, ich will meine Zeichnungen an die Welt bringen. Also. Okay, Und ich hätte es so oder so gemacht, wenn es niemandem gefallen hätte. So, geil. ich hätte es einfach für mich gemacht. Das ist stark, das ist schon stark. Und ja, und jetzt einfach weitermachen. Ich ziehe es durch. Ich versuche meine Zeichnungen immer zu verbessern. Ja, Ich versuche die Qualität immer gut zu behalten, weil für die Qualität ist eben dann auch wieder etwas Wichtiges. So. Und ja, sonst habe ich nicht grosses Ziel. Also, vielleicht mal ein grösseres Collab oder so. Okay. Aber sonst... Collab jetzt mit mir Two-Face. Es fragen mich sehr viele Leute, ey, kannst du Merch rausbringen? Kannst du Merch rausbringen? Ich glaube, ich starte jetzt einmal irgendetwas. Dass die Leute, die das fühlen, die das feiern und das wollen tragen. Ich habe mal eins gemacht, ich zeige es dir nachher da oben. Du sagst sicher, was ist das für ein Scheiß? Das haben wir gar nicht gesagt, du bist mega frisch dabei. Du bist seit Februar, hast du Seit gesagt, Februar, ja. dabei. Du bist in der Lehre. Ich sage jetzt mal, irgendetwas passiert. Der Kanye West kommt, sieht deine Kleider, sagt, bam, ich investiere. Ich gebe dir jeden Monat 50.000 für deine Kleider. Mach einfach weiter. Ich kenne so jemandem ist das passiert. Es war auch der Kanye West. Würdest du deine Lehre abbrechen oder nicht? Ich will sie also, nein, also ich will sie nicht abbrechen. Ja. Ich will sie fertig ziehen, dass ich das EFZ habe, dass ich, Okay, auch wenn irgendetwas schwer in die Hose geht, dass ich arbeiten kann. okay. Aber halt nach der Lehre will ich dann durchziehen. Ja, eh. Mit dem Ding. Und jetzt kommt der Kanye West und sagt, hey Linus, schau, Lehre ist schön und gut, ich verstehe es, aber ich brauche dich jetzt, Alter. Ich brauche dich 100% voll mit dem Kopf bei mir. Du musst mit mir kommen ins USA. Willst du die Chance annehmen oder willst du die nicht durchziehen? Ja, das ist heavy, Bro. Ich bin da bekannt für meine, für meine Fragen. Ey, das ist echt schwer. Ui, das ist ja das. Überleg drüber, mach ein bisschen Werbung. Swiss Jockey, fliegen alle mit Swiss. Thank you for flying Swiss. Es ist heavy, Bro. Du kannst auch deine Gedankengänge teilen, weißt du? Du musst nicht mir eine Antwort jetzt gerade sagen. Ja, weil Was denkst du, was geht dir durch den Kopf, wenn du die Frage hörst? eine Seite ist so, ey, es ist Kanye West, das wäre schon krass. Es wäre echt geil so. Aber andere Seite, ey, wenn alles in die Hose geht, habe ich gar nicht. Dann habe ich keine Ausbildung gemacht, dann habe ich gar nicht. Und das ist dann eben der... Ja, es ist eine heavy Frage. schwer. Wieso ich die Frage auch stelle, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Generation von heute, ich kann mich auch irren, mehr im Hier und Jetzt lebt. So, fuck it, ich mache das jetzt und was morgen ist, kann ich ja morgen überlegen. Ich kann mich aber auch voll irren, wie gesagt. Weil bei uns war es so, hättest du mir die Frage gestellt, ich habe gesagt, nein. Nachher hast du mich gefragt, wieso? Ich gesagt, meine Mutter hat mich gekillt. Hätte ich eine Lehre abgebrochen für so etwas, und es ist mal 50.000 jeden Monat.
Alter, also, weißt du, ich meine, 4 Monate arbeiten, du hast 200 Riesen, Mann. Das ist fett überleben. Hätte ich, glaube ich, gesagt, nein, aber eher so von der Erziehung. Man muss auch sagen, wir sind auch von anderen Kulturen gekommen, oder? Was bist du? Schweizer. Du bist Schweizer, ich bin Papierli-Schweizer. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Deutschland, Wurzeln in der Türkei. Und da ist natürlich schon, also wenn die Mutter sagt, Ja, dann. es wird gespurt, dann wird gespurt. Ich habe zum Beispiel meine Lehre angefangen. Wie alt bin ich gewesen? Wie alt bist du? 16, etwa, oder? 16, 17 bist du in der Lehre anfängst. 15, 16. 15, 16. Ey, und ich habe angefangen im Verkauf, Textilbranche. Und nach ein paar Wochen, ich habe es gehasst. Ich habe es unbedingt abbrechen. Ich habe gedacht, ich verblöde da drin. Das ist voll kein Job für mich. Und der Initialgedanke war also, ah geil, ich bin jetzt 15, Frauen langsam, schön anlegen, ich kaufe mir dann geile Kleider und so. Dann habe ich meiner Mutter gesagt. Sie hat gesagt, im Leben nicht. Im Leben nicht tust du abbrechen. Es wird durchgezogen, weil früher ist also Lehrabbrecher, bist so voll gestempelt gewesen, oder? Hast eine schwere zweite Lehre gefunden. Ist das heute immer noch so, weißt du das? Ich glaube, heute ist. Nein, ich glaube, heute ist es weniger so. Ich glaube, dass wenn du deine Lehre abbrichst, dass es nicht abgestempelt ist. Ich glaube, heute kannst du wirklich. Trotzdem findest du noch etwas Gutes. Weil es ist dann mehr so, das ist auch ein Job, der gar nicht passt hat. Der wirklich gar nicht passt hat und dann findest du etwas. Das ist ja auch recht ein Clash, oder? Koch und so ein bisschen Textil-Producer, sage ich jetzt mal. Machst du das gerne? Wie bist du überhaupt gekommen, drauf, Koch zu machen? Ich habe schon mein Leben lang Koch machen. Wirklich. So seit ich klein war, bin Vater beim Grillen geholfen. Überall ein bisschen. Und mir war auch nichts anderes im Kopf. Auch in der Sek habe ich dann wirklich mit Zeichnen angefangen. Dann war es schon so, sollte ich etwas in die Richtung machen oder Koch und so. Am Schluss habe ich gesagt, ich mache einfach Koch. Und bin nachher wirklich nur Koch schnuppern. Okay. Und dann, ja, und ich koche auch extrem gern. Die Leidenschaft und das wie zeichnen. Okay. Also eher so die kreativen Sachen, Ja. die so ein bisschen dir ein bisschen liegen. Bist du eher der Kopfmensch oder der Herzmensch? Schwer, aber ich würde schon sagen Herz. Ja. Ich habe die tiefe Überzeugung, dass Leute, die kreativ sind, eher herzlastig sind. Das Thema haben wir auch mit dem EAZ gehabt. Und er hat nachher auch gesagt, ja, ich bin fix der emotional, ich bin fix Herzmensch und so. Und meistens sind das Leute, die kreativ sind. Und Koch ist ja ein kreativer Job. Hast du dir gedacht, dass die Lehre so sein wird, wie sie ist? Nicht, gell? Hast du gedacht, du kannst voll so zaubern Sachen oder es ist einfach so, Linus, das machst du jetzt? Ja, also es ist viel mehr Knochenarbeit, als ich gedacht habe. Ja. Ich habe mich schon auf einen harten Job eingeladen. Also ich habe schon gewusst, es wird nicht einfach, es wird sehr körperlich. Und es ist noch viel mehr geworden, als Okay. in der Lehre. Und es ist einfach wirklich, du machst das, was dir gesagt wird. Ja. Du sagst das, dann machst du es auch. Dann ist nicht wieso oder was, sondern Okay. dann machst du es einfach. Ich habe jetzt eine Theorie, ich glaube, ich sage, du bist ein kreativer Mensch. Du hast das gemacht und dann hat dir vielleicht die Kreativität dort ein bisschen gefehlt, weil du halt wie so, ich sage es jetzt mega übertrieben, so eine Nummer bist, die einfach seinen Job erfüllen muss. Und dass du vielleicht die Kreativität nicht zu 100% hast können ausleben und gedacht hast, ich will das irgendwo ausleben. Was ist meine zweite Leidenschaft? Ich zeichne gerne, ich mache das. Weil da sagt dir niemand, Linus, du musst mir das Liebli machen. Stimmt, die Theorie. Das habe ich mir nie groß überlegt, aber es kommt schon ein paar an. Weil ich will wirklich einfach zeichnen, ich kann alles zeichnen, was ich will. Ja, Die Kreativität komplett frei lassen und im Kochen. Tage, da kann ich meine Kreativität frei laufen lassen, es gibt Tage gar nicht so. ja, ja, voll. Das ist es halt. Beim Selbstständigsein ist es so ein bisschen, du kannst dann arbeiten, wenn du möchtest. Du weißt ja auch, wenn deine Drops sind und wenn du leisten musst. Aber wenn du am 1. August einen Drop hast, kannst du entweder heute schon die ganze Arbeit machen oder du kannst jeden Tag wie 10% machen. Da redet dir wie niemand drin. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo mit jeder Generation ein bisschen mehr kommt, dass ich will nicht nur eine Nummer im System sein, sondern ich will mein eigener Chef sein. Ich will sagen, wenn ich arbeite. Ja. Und es geht nicht darum, ich bin arbeitsfaul, ich mache es nicht. Ich meine, wärst du arbeitsfaul, hast du deine Lehre abgebrochen. Ja. So.
Es geht darum, dass du willst etwas in die Welt setzen, deine Kreativität, deine Gedanken und nicht das, was jeder andere wie macht. Ja, absolut. Oder? Absolut. Vielleicht als Tipp für Leute, die jetzt in deinem Alter sind oder der gleichen Generation Dings sind, was würdest du denen für einen Tipp geben, um das zu verwirklichen? Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Weniger Das ist reden, mehr machen. Genau, einfach machen. Ja, Ich nehme also einfach wirklich, ey, wenn du etwas hast und du überzogen bist, mach es einfach. Ja. Scheißegal. Mach es einfach. Weil das Schlimmste, was passieren kann. So. Es funktioniert nicht und dann machst du halt etwas anderes. Ja, Dann voll. machst- voll, ja, das stimmt. Weil, was ist das Schlimmste, sage ich? Das Schlimmste auf dieser Welt ist, also, nicht sagen, «Nein, aber es gibt Krieg». Ich meine nicht das. Für einen selber ist so, wenn du irgendwann auf dem Sterbebett liegst Ja, und denkst so, fuck, hätte ich das doch probiert. absolut. Weil eben, was kann passieren? Einer sagt, ich finde das Shirt nicht geil, sagst okay, ist gut. Ein anderer findet es dafür wieder geil. Ja, so. voll, voll. Eben, das haben wir vorher noch besprochen, als wir da runtergelaufen sind. Auch so ein kleiner Appell an jeden, der irgendwie in der Öffentlichkeit Arbeit macht, sagt das Social Media, sagt das ein Kleiderbrand, sagt das Musik, egal was. Es gibt immer Hater. Das müsst ihr euch wie bewusst sein. Oder es gibt immer irgendjemand, wo euch etwas nicht gönnt oder auch sagt, ja, ich hätte das viel geiler gemacht oder voll der Scheiß, was machst du überhaupt? Lasst die Leute reden. Du kannst wirklich etwas machen. Es kann hunderttausende Leute gefallen. Einer wird aus Trotz einfach sagen, ey, voll Scheiße, keine Ahnung hast oder keine. Will ich einfach abziehen. Und ich sage, eben, ich habe ja lange in der Psychiatrie gearbeitet und auch im Gefängnis, das ist immer eine Ausgeburt von dem, weil du mega unglücklich mit dir selber bist. Du bist so wenig reflektiert und so wenig selbstbewusst, dass du dann zu anderen gehst und deinen Hass, wo du in dir trägst, eigentlich an dich gerichtet, tust du jetzt bei dir oder bei mir wie austeilen. Weil es ist viel einfacher. Ja, ja. Es ist so viel einfacher. Aber mach doch selber Lieblis, mach doch selber Podcast, mach doch selber deinen eigenen Kleiderbrand. Das macht dann niemand, oder? Und ich sage, man sollte immer Kritik von Leuten annehmen, die auch etwas erreicht haben. Das stimmt, ja. Weil es wird jetzt kein, wie heißt der, Virgil Ablauf. Virgil Abloh zu dir kommen, okay, jetzt sowieso Ja. nicht mehr, und würde sagen, voll scheiße. Weil er weiß, wie der Struggle ist. Er würde sagen, hey Bro, keep going, mach einfach weiter, irgendwann kommt das. Aber irgend so ein Penner, der da sich die ganze Zeit, keine Ahnung, Drogen reinhaut, kommt und macht dein Leben wie versucht es schlecht zu machen, oder? Und darum, also will ich Appell an jeden, so etwas gar nicht an sich anlassen. Es ist aber schwierig, oder? Wie gehst du mit dem um? Hast du sicher auch schon erlebt, so? Ja, es hat immer Leute gehabt, die es nicht gut gefunden haben Mhm. oder nicht so. Ich habe immer Kritik angenommen, wenn es also nicht einfach scheiß Shirts, sondern so, wenn es eine anständige Kritik war, habe ich es immer angenommen. Habe mir schon zu Herzen genommen, aber ich habe immer geschaut, dass ich das mache, dass ich am Schluss kann hinten dran stehen und sagen, ey, das habe ich gemacht. Voll, voll. Dass es einfach real ist, das, Ja. was du machst. Ja. Okay, also das heisst, konstruktive Kritik, mit dem befasst du dich gern. Ja, So, wenn jemand sagt, hey Bro, ich hätte jetzt das keine das geändert so. oder vielleicht mal die Farbe oder das. Mhm. So, dann nehme ich das mir schon zu Herzen und überlege es mir. Ja, Und wenn es gut ist, ich auch überzogen davon bin, dann safe. ja. Aber einfach so, ja, Bulli ist scheiße. So. Ja, und jetzt? Was sagst du? Ist gut, okay, also was soll ich groß sagen? Okay. Okay, du bist nicht auf Kriegsfuß gerade. Okay. Gar nicht. Weil du dem gar nicht so viel Wert gibst eigentlich, oder? Aber so ein Moment, wo du irgendwann daheim bist, jemand hat etwas gesagt, wo dich dann getroffen hat, ist das nie vorgekommen? Oder wo dich vielleicht verletzt hat, vielleicht eine Person, wo du Bis jetzt nicht groß. Super, das ist sehr gut. Bis jetzt nicht groß. Das ist sehr gut. Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen Premiere. Also am Linus' Gesicht sieht man bis jetzt nirgends, oder? Ich bin auf deine Homepage gegangen und dort bist du auch wie, mit dem Rücken und zwei von deinen, ich glaube, es ist ein Kollege und eine Kollegin, kann das sein? Ja, ja. Sind mit dem Gesicht wie zu sehen. Möchtest du auf das irgendwie etwas sagen? Wie ist das einfach marketingtechnisch gewesen? Es Ist ist das einfach so, es hat sich einfach im Fall einfach so ergeben, aber also ich bin jetzt eigentlich, kann hinter meinem Zeug stehen. Mhm. Ich bin einfach nie gerne, ich habe mich selber nie gerne gesehen auf den Posts. So. Okay. Und
Ich habe immer, also ich habe immer Leute gehabt, die gerne auf der Kamera waren, modeln und so. Ja. Und dann habe ich die sehr gerne machen lassen. Also, Okay, okay. Okay, du bist nicht einer, der das Spotlight braucht. Du bist nicht einer. Wieso hast du aber auch auf mich gewirkt? So hast du mich. Ich habe dich eine mega interessante Persönlichkeit gefunden. Ich schwöre, in diesen paar Stunden, vielleicht, wo wir zusammen waren, wir haben auch recht hintergebechert, muss ich sagen. Das ist keine Anleitung. Aber dort habe ich auch wie. Es ist so spannend, weil die meisten Leute, die so etwas machen, sind. Da bin ich, schaut, wer ich bin. Und du bist recht cool gsi, recht ruhig, aber hast dich gleich eingebracht. Und du hast fast jeden Text mitgerappt. Ich habe dich immer gehört am Ja. Rappen dort hinten. Geil. Musik, hast dich mal interessiert? So ein bisschen? ich bin nie musikalisch. Also ich bin wirklich, also meine ganze Familie extrem musikalisch, Okay. aber ich absolut nicht. Also ich Okay. absolut nicht. Okay, Ich habe eine okay. Zeit lang Gitarre gespielt, also Aha. 5 Jahre. Ich kann gleich viel, als ich angefangen habe. Es ist wirklich, also musikalisch bin ich nie stark. Ich habe immer extrem gerne Musik gehört. Okay. Und immer extrem gerne Musik gehört und auch, ja, aber selber Musik ist gar nicht meins. Okay. Okay. Also das heißt jetzt, was sind deine Ziele für die nächsten paar Jahre? Nicht nur mit der Kleiderbranche, allgemein so. Sicher mal deine Lehre abschließen, Ja, oder? das eh. Das eh. Und dann ja, einfach so versuchen über einen Fünfer, dass ich noch die BMS machen kann. Okay, möchtest Das du ist mein BMS machen? Ziel, ja. Weil dann kann ich prüfungsfrei. Okay, Das ist geil. sicher schön. Und nachher einfach, ich versuche mich einfach immer zu verbessern. Also bei allem, was ich mache, immer versuchen, noch ein bisschen besser zu sein. Aber auch jetzt einfach mal eine Runde mal geniessen, weil Ja. ich kann nicht immer den ganzen Tag durcharbeiten. Das ist ja so, ja. Ich muss auch mal geniessen und sonst meine Ziele weitermachen. Einfach weitermachen, so gut wie es geht. Okay. Und so, wenn du ein BMS wie hast, willst du studieren? Das weiß ich Das noch weißt du noch nicht. Ich mache sicher mal ein Zwischenjahr nach der Lehre. Ja. Das Militär muss ich noch machen. Ah, Mhm. stimmt. Bist nicht untauglich. Das weiß ich noch nicht. Okay, Das okay. weiß ich noch nicht. Okay. Und das Zwischenjahr, also dort sicher auch ein Zeitchen lang nur das machen vielleicht oder nur Teilzeit arbeiten. Okay. Das sehen wir dann. Aber du nimmst so, wie es gerade kommt. Ja. Machst du gar nicht so viel Plan, sondern wenn du in dem Also, Moment dann fühlst, studieren, dann machst du es und wenn nicht, dann nicht. Also so einen groben Plan schon, Aha. aber ich bin offen, dass ich den ändern kann. So ist es nicht. Also ich muss nicht genau das sein. Okay, okay. Militär, hast du schon Bock? Ich muss eh kochen. Ah, stimmt. Stimmt, Mann. Ich habe damals im Militär, habe ich ja eben Detailhandel gemacht. Ich war dann aber schon in der Hochfachschule wegen der Psychiatrie Pfleger. Und nachher haben sie gesehen, Detailhandel, haben sie mich gerade Logistik geschickt, direkt. Und nachher habe ich gesagt, ich will das nicht machen. Nachher habe ich Hundeführer gemacht. Hundeführer, das war mein Hund. Ist mega spannend, aber hure streng. Aber Koch habe ich 2 Sachen gehört. Erstens, du bist everybody's darling, weil, ich meine, Ja. die essen von dir, aber du musst hure früh aufstehen. Ja, das wird nicht so, weil ich fange auch jetzt schon um 6 Uhr an zu arbeiten. Am 6. Ja. Heisst, dann stehst du? Ja, ich kann um 5 Uhr aufstehen und ich komme pünktlich. Das ist eben gut. Aber ich kenne Leute, die mit 4 Uhr aufstehen, das ist pünktlich nicht. Und so Zimmerstunden und so haben mega viel, gell, aber Köche. Nein, ich nicht. Du nicht. Nein, aber ich kenne Leute, die es haben. Boah, das ist, Das ist auch nichts für mich. nein, das wäre jetzt auch nicht für mich. Nein, gar nicht für mich. Hey, wir haben so ein paar Fragen gestellt. Wir haben gesagt, über was für Themen sollen wir reden, habe ich ein bisschen die Community gefragt. Und wegen dem Generationenclash so. Und die haben gesagt, es wäre hure spannend zu wissen, wie sieht das aus mit der Arbeitsmoral. Ich glaube, das haben wir aber schon jetzt so ein bisschen wie angetönt, oder? Es ist ein bisschen schwierig, eine ganze Generation zu vertreten. Also ich möchte da gar nicht zu viel Druck machen. Aber ich glaube, es ist eine mega Einstellungssache, oder? Du sagst ja auch, deine Überzeugung ist, ey, aufstehen, weitermachen. Man muss etwas leisten, dass man etwas überhaupt kann ernten, sage ich mal. Und ja, hast du irgendetwas dazu zu sagen, wie deine Arbeitsmoral aussieht? Oder wie Also du das- jetzt
Meine Arbeitsmoral, ja, ist eben weitermachen. Und sobald du etwas investierst, kommt auch etwas zurück. So. Also jetzt Schule ist eben, sobald du lernst, bekommst du auch gute Noten Ja, zurück. voll. Es gibt immer die Ausnahmen, wo man einen scheiß Tag hast oder was auch immer. Fix. Aber das ist genau das Gleiche ist im Geschäft. Sobald du dich anstrengst, das Beste gibst, bekommst du auch wieder etwas zurück. Bekommst mal ein Lob oder dann funktioniert es auch. Mhm. Und wenn du schon mit der Einstellung gehst, alles scheiße, komm, lecken wir doch alle so mäßig in Ja, dem Stil, voll. dann kommt auch nicht zurück. Ja. Voll. Schau, ich sage zum Beispiel, was ich habe müssen lernen in diesen Jahren, ist so, ich sage dir ehrlich, Linus, ich hätte mich nie getraut, mit 18 so etwas zu machen, wie du jetzt machst. Darum, ich finde es hure stark. Weil wir sind so aufgewachsen, oder ich, sage ich jetzt mal, du musst einfach arbeiten, du musst studieren, du musst wie dich ins System wie rein, fügen. Und ich glaube, aktuell ist so viel mehr so, dass los auf so dein Innere, weißt, was willst du wie überhaupt? Und das habe ich müssen lernen. Weil ich hätte sonst Podcast schon viel früher gemacht. Ich hätte schon immer wollen, als Kind, ich habe immer so die YouTube-Videos angeschaut, ich habe auch immer einen Channel haben. Dann habe ich immer so im Hintergrund so gehört, mach Schule, Ja. studier, schaff. Und darum bin ich auch mein ganzes Leben lang einfach Karriere am machen gewesen. Karriere, bis zu dem heutigen Tag. Und ich kann mir einfach müssen sagen, eben das, ich möchte nicht auf dem Sterbebett liegen und denke, ich habe eigentlich nur geschafft für andere Leute, wie, oder? Und das ist so etwas, wo ich gelernt habe. Gibt es vielleicht etwas, wo du denkst, wo du oder die Generation an sich wie ein bisschen lernen muss? Ja, also ich glaube, es ist immer noch so, studieren, Ach so, gut. Aber ich bin schon von Anfang an, ich habe gesagt, gibt mir gar nicht für mich. okay. Das war gar nicht für mich. Gewesen. Ich wollte immer eine Lehre machen, ich wollte arbeiten. Ja, Und ich glaube, es ist mehr das Problem, dass alle so studieren wollen, dass am Schluss haben wir keine Höhe mehr. Wir haben keine Tramchauffeure mehr Ja. oder so. Es ist mehr das, was dann, sage ich, wird ein bisschen vernachlässigt, weil alle müssen studieren. Die Eltern sagen, ey, du musst studieren, musst das Gymi machen. Ich finde, es wird, dass wenn du arbeiten gehst, eben, wenn du Lehre machst, wird viel zu fest abgestempelt. So ja. finde ich jetzt, aber Ja, voll. Eben, jetzt reden wir, Mann. Wir beide reden. Das sind unsere Meinungen, die gefragt sind. Aber interessanter Punkt, voll. Dass wenn jeder studiert und jeder für Höheres bestimmt ist, dass das Fußvolk so ein bisschen wie ausstirbt und dass dann niemand mehr die alten Leute pflegt, dass dann eben niemand mehr vielleicht Tram fährt oder Zug fährt. Ja, eben all das Selbstverständliche. So. geht wie weg. Selbstverständlich. Also so Pizza, natürlich steht noch Koch in der Küche. So. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn Migros fix sind Mitarbeiter dort und du Genau. kannst sie wie fragen, was ist. Aber wenn jeder so ambitioniert ist, Höheres zu erreichen, geht für dich das. Schau, ich sehe das in der Pflege. In der Pflege ist das so ein riesiges Thema, oder? Es werden immer weniger, also es gibt mehr Leute, die den Beruf verlassen, als das neu wieder kommen. Und die Überzeugung habe ich, du kannst irgendwann, vielleicht braucht es keine Kassierer mehr, irgendwann braucht es vielleicht auch keine Tramchauffeure mehr, weil alles so automatisch wie abläuft. Aber es wird immer kranke Leute geben, es wird immer alte Leute geben und es wird immer Pfleger und Ärzte brauchen. Und ich finde, man sollte viel mehr in das investieren, damit das wie nicht ausstirbt. Den Lohn vielleicht besser machen, die Ausbildungen wie besser machen. Weil sonst eben, wer pflegt uns, wenn wir dann irgendwie 80 und gebrechlich sind? Genau. Den ganzen Job attraktiver gestalten. Voll. So. Voll. Ich hoffe, das beantwortet so eure Frage zu der Arbeitsmoral. Die zweite Dings ist Party. Wie Party. sieht der Linus das mit Party ausgegangen? Ich habe es vorher angetönt, bei uns war es, wir konnten nicht abwarten, bis wir 18 sind und Ausgang und Alkohol und so. Wie war das bei dir? Ich glaube, es hat alles, also sicher schon vor 18 das erste Mal so angefangen, so in die Richtung zu gehen. Mhm. So, wirst langsam erwachsen, wirst 16, darfst legal Bier kaufen. So. Mhm. Und dann sind eben die Homepartys haben angefangen. Überall hast du dort vorbeigehen, bist überall angereist, nur für so irgendeine Homeparty. Und also jetzt langsam flacht es schon wieder ab. So. Es gibt schon noch so Ausgang, immer noch das Kaufleute oder was auch immer, wo immer noch Spass macht. Aber ich bin nie ein Mensch gewesen, der halt bis am Morgen um 6 Uhr durchfesten konnte. Okay. Hast du einfach nicht gern? Also, Ich bin einfach zu tot am nächsten Tag. Das ist das, Okay. was ich nicht gerne habe. Okay. Also es ist
einen größeren Energieverlust, als dass es dir Spaß Ja. macht, dass du sagst, es rendiert für mich. Mhm. Okay. Crazy, crazy. Ja, jetzt sagen viele, ja, du kannst schon im Ausgang bis um 5 Uhr wie hängen, musst du einfach wie Drogen reinpfeifen. Was sagst du zu dem? So Koks oder keine MD, also keine Anleitung, aber ich will, dass es so real wie überkommt. Wie bei uns ist das gewesen. Da sind die Leute angestanden. Also ich bin jemand, ich habe noch nie in meinem Leben Kokain konsumiert. Würde ich auch nie machen. Vielleicht auch aus dem, was ich in der Psychiatrie alles gesehen habe, wie viele Leute verreckt sind dran oder ihr Leben weggerührt haben. Aber dort war es als Jugendlicher okay gewesen mit der Nachfrage. Jetzt, wenn du im Ausgang bist, also du kannst dich wie nicht mehr retten. Also jeder kommt und sagt, nimm etwas, nimm etwas, nimm etwas, nimm etwas. Wie siehst du das? Ist das so, wenn du mal im Ausgang bist? Also ich habe es auch schon erlebt, Mhm. aber also ich würde es jetzt nie nehmen. Also es ist Mhm. einfach, ich will es auch nie nehmen, einfach auch rein vom Gewissen her will ich es nicht nehmen. So. Okay, okay. Nein, ist sehr gut. Ich sage auch, also keiner macht den Drogen. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Und vor allem nicht, wenn man noch, finde ich, in der Entwicklungsphase ist. Also weißt du, so tägliches Kiffen, Kokain konsumieren, so die Ecstasy, die Tabletten, die verändern etwas in deiner Hirnstruktur. Umso öfter du das nimmst, desto mehr. Und du mit 18, ich auch damals mit 18, bin noch in der Entwicklungsphase. Das geht etwa bis 25. Und ich würde jedem anraten, wirklich keine Drogen konsumieren oder regelmäßig irgendwie saufen, was auch immer, weil es macht euer Hirn kaputt. Aber jeder muss am Ende vom Tag selber wissen. Also weißt, wir können auch nicht irgendwie jeden wie beeinflussen. Okay, also das heißt, du sagst, also, ich bin gar nicht der Partytyp, ich habe das wie gar nicht so. Also ich mache sehr gerne Party, Ja, aber ich könnte nicht die ganze Zeit Party machen, so mäßig. okay, okay. Aber so als ich Party mache schon, aber ich sitze auch einfach gerne im Garten, so. Okay. Trinke ein Bier, das ist auch absolut voll okay im Fall. Okay, okay. Also ich muss jetzt nicht komplett, ich glaube, das ist jetzt so, ich glaube, es wird immer mehr so, ey, du musst go Party machen. Ich glaube, das kommt immer mehr. So, ey, du bist 18, ich muss go Party machen, dass ich Ja. ein Leben habe, so Ja. mäßig. Und dass ich nichts verpasse. Genau, Ja, genau. das ist eine coole Situation. Also das FOMO nennt man das Ja, doch, ja. oder? Das kommt, finde ich, auch immer mehr. Das ist schon so. Ich könnte ja etwas verpassen, ja, dann verpasse ich etwas. Ja. Also ich sage auch viel lieber in einer Bar oder noch lieber Genau. bei mir daheim auf dem Balkon, im Garten mit Kollegen, Kolleginnen zusammenhocken und wir so einen schönen Absolut. Tag haben. Viel, viel angenehm. Hast du auch viel mehr. Ja, Ist Quality Time. Im Absolut. Ausgang, was willst du reden mit deinen Kollegen? hörst du eh nicht. Hörst du eh nicht. Hast du einen Ohrschall? Also eben, wie gesagt, ich bin als Jugendlicher oft Party machen. Ich gehe heute auch noch, aber hure selten. Hure selten. Dann haben wir nochmal eine Frage, und das finde ich jetzt mega spannend, ist, wie seht ihr das mit Beziehung von zwei Leuten mit einem grossen Altersunterschied? Ich weiß nicht, du musst es nicht beantworten. bin- Hast du eine Freundin? Hast du Nein, also Freundin habe ich keine. Aha. Ich bin eben am überlegen, also für mich ist auch wichtig, ich habe eine kleine Schwester. Mhm. Und sobald dort die Grenze, dann ist gegen oben gestrichen, weißt du, Ja, was ich ja. meine? So. Fix, fix. Also vor allem jetzt noch. Ja. Ja, dann irgendwann mit, keine Ahnung, 35 ist es nicht mehr so. Also ist es viel weniger wichtig, so, wie Ja. der Altersunterschied ist, als mit 18. Voll, voll. Also du sagst so wie, wenn ein Pärchen zum Beispiel, das Mädchen ist 16, Mhm. der Typ ist 25, ist so, wow, Alter, chill. Aber wenn du 25 bist und dein Typ irgendwie dann 24, 34 oder so, ist das... Ja, also etwas in dieser Art, also mäßig. Sobald du eben über 5 ist dann egal, ob dir 2, 4 Jahre Unterschied haben oder so. Aber wenn du dann mit 18, 15-jährige Freundin hast oder so, ist es dann gerade so, Ja, voll. wow, was? Ja, ja, voll. Distanziere Ja, mich lieber genau. von dem Typ. Genau. Ja, Aber umso älter du wirst, umso weniger spielt es eine Rolle, sage ich. ja, voll, voll. Jetzt kommt irgendeine, wo du dich voll verliebst, sie ist brutal hübsch. Und sie sagt nachher redet er, nachher sagt sie, ich bin 25. Spielt es auch eine Rolle bei Mann und Frau? Nein.
Nicht. Wie meinst du das jetzt? Also wie, wenn das Mädchen jetzt 18 ist und der Typ irgendwie 25, dass es schlimmer ist, als wenn wie der Typ 18 ist und die Frau 25. Hast du gecheckt? Vielleicht Ja, habe ich doch, es doch, kompliziert. doch, doch, ich habe es schon gecheckt. So. Aber es ist schwer zu beantworten, weil ich finde, macht nicht einen grossen Unterschied. Mhm. Also ich finde, wenn du als Mann eine ältere Frau hast, kommt es viel weniger schlimm über, Aha. als wenn du mit 25, 18-jährige Freundin hast. Ja. So. Dann distanzierst du dich eher. So. Es ist aber mehr das, aber für mich ist Es ist so eher, wenn du jetzt 25 bist und du sagst, ey Jungs, in dem Kollegenkreis, ich habe eine Freundin, sie ist 18, dann sagen alle, du kleiner Pedo. Genau. Aber wenn du 18 bist, sagst du deinen Kollegen, ey Bro, meine Freundin ist 25, und Genau. so, geile Sieg und so, riesen G bist. Aber dann ist wieder bei der Freundesgruppe dann von der 25-jährigen Freundin mehr das. Genau, ja. Sagen es auch, Alter. Was ist mit dir? Mach es. Ich schwöre. Könnte mein Sohn sein Ich oder so. schwöre, ja, hast keinen anderen gefunden. Okay, aber du findest es etwa gleich schlimm? Ja. Okay, okay. Also gleich schlimm. Also ich will jetzt nicht so schlecht reden. Nein, nein, also für dich, du wirst es einfach nicht machen. Nein, Nochmal, ich sag's nochmal, ich schwöre, wenn irgendjemand da Hasstiraden ausübt gegen den Linus oder sonst etwas, ich gehe an die Decke, ohne Witz. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das ist unsere Meinung und wir vertreten unsere Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schön, dürft ihr haben, dürft auch kommentieren, können wir diskutieren, alles in einem respektvollen Rahmen. Jeder hat das anderes Bild und jeder darf das auch haben, solange du dein Gegenüber respektierst. Fertig. Nein, ganz Zürich hat den Rücken, ich habe das schon mal gesagt. Ganz Zürich hat den Rücken. Mhm. Du bist jetzt 31. Mhm. Wie alt darf deine jüngste Freundin, wie alt darf sie sein? Das Jüngste? Mit 31. Du bist 31. Das Jüngste? Mhm. Ich glaube 22. 22. Mhm. Es kommt auch immer darauf an, das ist ja klar, das ist uns beiden bewusst, wie ist der Mensch im Kopf? Ja. Wie ist der Mensch im Kopf? Was hast du? Eh. Es gibt 22-Jährige, die sind mega reif, so vom Verhalten und wie das Leben sie prägt hat. Und es gibt 22-Jährige, die sind wie 15 noch im Genau. Kopf. All das kann man wieder nicht ausmachen. Nein. Aber die Frage haben wir oft uns gestellt, wo wir jünger waren. Ich weiß es noch mit den Kollegen. Aber ja, ich finde auch, also es macht auch wirklich keinen Sinn, weil du musst ja ein bisschen einen Lebensgefährtin haben, wo du deine Probleme teilen kannst. Und wenn es irgend so ein junges Chick ist, Tja, dann. was will sie dir jetzt für eine Bereicherung im Leben geben, aus, dass sie vielleicht gut aussieht? Ja, Also das so. ist immer. Weißt, jetzt kommen ab dem Kommentar, wo ich jetzt droppt, dann kommen voll die Hassdings. Meinst Alle Leute, die 40 sind und eine 20-jährige Freundin werden jetzt übergehen. Man nennt es Grooming, habe ich gehört. Grooming ist etwas, glaube ich, das hat mal einer gesagt, der da war, wenn Männer sich extra eine junge Freundin suchen, damit sie die noch wie formen können. So ein bisschen, sie ist meine Freundin, aber ich erziehe sie wie noch. Krank. Krank. Gehört sich gar nicht. Also ich finde es wirklich crazy. Einfach ein bisschen normal tun. Einfach ein bisschen human sein. Linus, hast du irgendeine Frage? Willst du irgendetwas droppen? Kann ich irgendetwas vielleicht dich überrumpeln oder so? Nein, es ist bis jetzt ein gutes Gespräch. Ist gut, wirklich. Ey, supportet den Brüder unbedingt. Wirklich bringen wir das auf die Straße von Zürich, von der Schweiz, weltweit. Two-Face heisst, ich tue es da noch nachher verlinken, also oder auch auf Instagram euch aufpoppen, dass ihr seht. Wann ist der nächste Drop geplant? Es war jetzt gerade eine gewesen. Okay. Es war jetzt gerade eine gewesen, vor 2 Wochen oder einer Woche. Mhm. Der nächste plant noch kein fixes Datum. Okay. Ich bin jetzt ich habe eine grobe Idee, muss noch ein bisschen spezifischer reingehen. Aha. Aber ich freue mich, also es wird wieder etwas. Ich freue mich jetzt schon richtig auf das. Geil, geil, geil. Alle supporten, zeigen ein bisschen Liebe den Brüdern. Bestellen. Und wenn Fragen sind, einfach stellen. Hast du noch etwas zum Sagen? Nein, bei mir ist... Danke vielmals.
Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Und etwas, was mir am Herzen liegt, ich finde das mega wichtig, dass man mit älteren Leuten, mit jüngeren Leuten wie den Austausch pflegt. Machen das wirklich ganz nach dem Motto, lernen wir voneinander. Und so ein Verhalten, sage ich mal, oder so eine Lebensweise sollte wirklich unterstützt werden, dass man Leute, die jung sich schon Gedanken machen und etwas wie hinterlassen wollen, dass man das supportet. Sagt das Musik, sagt das Kleiderbrand, sagt das ein Podcast, unterstützen wir das und von Zürich für Zürich und für weltweit. Danke vielmals, Linus. Vielen Danke Dank. dir Ja. und viel Erfolg auf dem weiteren Weg.